Gino, stopp. Jetzt hör mir mit der Tupiererei auf. Schau bestimmt schon aus wie Liz Taylor. Du schaust toll aus, Darling. Sensationell. Das sagt sie doch bloß so. Na, wirklich, Tini. Ganz großes Kino, ganz große Show. Donatella meets Polanski, aber mit der Noblesse von... Von? Hildegard Hambrücher. Kenn ich nicht. Das ist mir klar. Andererseits, man kann ja auch nicht jedes dahergelaufene Fleetscher kennen. Stimmt's oder habe ich recht, Sammy Boy? Auch ein Gläschen? Nein, danke. Allein der Anblick der berühmtesten und begehrtesten Schauspielerin Deutschlands macht mich trunken. Du bist ein verdammter Verführer, Sammy Boy. Übrigens, Tini, tolle Nase. Neu? Gott Sakrament, Sammy Boy, du kennst mich fast schon ein bisschen zu gut. Ammersee oder Düsseldorf? Düsseldorf, selbstverständlich. Du, wenn ich mir die hier machen lasse, dann schaue ich aus wie die Begum. Und wo soll ich da noch auftreten? Beim Schichtel auf dem Oktoberfest? Na, schau mal, die Nase ist erstklassig. Hat ja auch eine schöne Stange Geld gekostet. Kümmer du dich lieber um deine Stange. Wer zahlt, schafft nämlich an. Gell, Liebling? Du bist der Boss, Liebling. So ist brav. Bei euch läuft's ja anscheinend prima. Ist anscheinend nichts dran an den Trennungsgerüchten? Jetzt einmal im Ernst, Sam, Liebling. Glaubst du nicht, dass mein Mann es nötig hat, mit einer Prostituierten ins Bett zu gehen? Die Raquel ist eine Tänzerin. Sie geben also zu, Stefan, dass Sie eine Liaison mit einer gewissen... Ich gebe gar nichts zu, außer dass ich bei der Verleihung der Goldenen Kamera ein sehr nettes Gespräch mit einer charmanten, jungen, intelligenten... Abledi Schneun ist ein ganz billiges Stück, aber das ist ja wieder typisch, dass du auf so einen Dreckschlampen reinfällst. Raus, Gino, raus. Du weißt doch, wie das ist, Sammy Boy. Diese ganzen jungen Filmhasel, die haben's doch auf mich, die große Diva, abgesehen und flirten deshalb meinen Mann auf Teufel komm raus an. Aber jetzt reden wir doch über meinen neuen Film. Genau. Dein neuer Film, Der Tunnel über die Mauer im überschwemmten Hamburg der Nachkriegszeit, also der hat ja wieder das Zeug zu einem absoluten Straßenfeger. Weil, weißt du, die Öffentlich-Rechtlichen, die sind ja so froh, dass ich überhaupt was mit ihnen mache, dass ich mir natürlich die Sahnestückchen aussuchen kann. Und in deiner Rolle als alleinerziehende Mutter, die um das Überleben ihrer Kinder kämpft, da zeigst du dich ja mal wieder ungeschminkt, mutig, Tini. Okay, ungeschminkt zu spielen, also wenn das schon mutig ist. Es ist mutig, glaub mir das, Schätzchen. Ich habe den Film gesehen. Weißt du, ich liebe einfach diese Grenzerfahrung. In dieser gequälten, verhärmten Frau, die in ärmsten Verhältnissen lebt, steckt auch ein großes Stück von mir, Tini Flores. Jetzt fix muss ich erst jemanden umbringen, damit ich noch einen Shampoo kriege, oder was? Ist das auch der Grund, warum du so viel Zeit in deine Organisation Teenie for a Better World investierst? Sammy, weißt du, was das Wichtigste auf der Welt für mich ist? Du meinst außer Ruhm und Geld? Genau. Kinder? Du kennst mich eben, Sammy. Kinder sind unsere Zukunft und dennoch auch so hilflos und allein. Und deshalb möchte ich mit meiner Organisation Teenie for a Better World den Kindern etwas zurückgeben. Nämlich den Glauben an eine bessere Welt, in der sie friedlich leben dürfen. Amen. Wie viel ist eigentlich bei der Gala letzte Woche so an Geld zusammengekommen? Hä? Wie viel Geld? Jetzt nur so ungefähr. Ja, weißt du, das kann ich jetzt auch nicht so genau sagen. Ich habe ja auch sehr hohe Kosten. Ja, aber die Künstler, die treten doch ohne Gage auf, oder? Sag einmal, wie naiv bist denn du eigentlich, hä? Tini, simple Frage. Wie viel Geld? Wie viel ich zahle? Für die ganzen Stretch-Limos, die Sauferei, das Koks, die Luxussuiten und den ganzen Zinnober, das fragst mich nicht. Wenn jetzt wieder alle anrücken zu ihren Gangbang-Partys. Der Leiserknecht und der Stierbach und die ganzen Idioten. Willst du damit sagen, dass das ganze Geld für die Party drauf geht? Na, wir haben schon auch was überwiesen, gell, Schatz? Ja, was war's denn gleich wieder? Altes 470 so, um den Dreh. Ja, weil Kinder eben mein größtes Anliegen und auch mein größtes privates Glück sind. Slada! Der Gino soll ein paar Fotos von mir und der Kleinen machen. Slada, fix, wo bleibst denn?
Sie haben gerufen, gnädige Frau. Was kann ich für Sie tun? Bringe mal die Selina, Joel. Ja, natürlich, sofort. In 3 Sekunden. Ja. Sag einmal, Tini, wie schaffst du das eigentlich, trotz eines immensen beruflichen Stresses, auch noch so viel Zeit für deine Tochter zu haben? Das ist alles eine Frage der Prioritäten. Ah, da kommt ja mein kleiner Engel. Geh mal her, der Gurke, und sag dem netten Herrn, wie alt du bist. Grüß Gott, ich werde im September 13 Jahre alt. Sehr schön. Die Kleine verbringt wohl sehr viel Zeit mit dem Kindermädchen, hm? Ja, die zwei sind immer mit mir am Set. Darum haben wir auch so eine enge Bindung. Gell, Gurke? Ich sage ja immer, das Wichtigste für ein Kind ist eine intakte Familie. Das war immer mein Credo. Gell, Gurke, jetzt setz dich mal her da. Aber, Sammy, das wird schon eine Titelstory, oder? Ja, logisch. Und der Titel lautet Tini Flores, Deutschlands Antwort auf Mutter Teresa. Schön. Gell, Gurke? Nix anfassen da.